Sehe ich dumm aus? Wieso juckt mich das? Ich meine, ich bin selbstbewusst. Okay, nein, ich sehe nicht dumm aus. Danke, iPad. Hallo zusammen. Willkommen zurück bei «Hör mal». Ich spüre schon, heute bin ich so ein bisschen in einem silly goofy Mood. Das wird interessant. Falls ihr mit Video schaut, ich hoffe es nicht. Aber falls ihr mit Video schaut, man sieht, meine Nachttischsituation hat sich verschlimmert seit dem letzten Mal. Ich habe ja da ein bisschen mein Setup ändern, weil ich jetzt ein neues Mikrofon habe und keinen Ort habe, wo ich fucking aufnehmen kann. Und ja, jetzt seht ihr mal meine wahre Seite. Und das ist sogar noch so low-key aufgeräumt. Ja, spätestens jetzt hat fix jedes Video eingeschaltet und sieht das. Meine Mami darf das da nicht sehen. Ja, meine Mami lässt es eh nur. Mama schaut nicht das Video. Also, ich habe kurz denen, die mit Video schauen, gezeigt, was es ist. Heute geht es, wie ich schon in der letzten Folge angekündigt habe. Angekündigt. Wer weiß, Bro, Matur ist zu lang her. Ich bin dumm geworden. Heute geht es um Confidence. So Selbstbewusstsein. Wie mache ich das? Das ist ja bei mir so low-key eine, nebst dem «Kann ich bitte dein Freund sein, bitte heirat mich?» wie viel Kamel muss ich kaufen, um die heiraten zu dürfen? Fragezeichen. Ist das so die meistgestellte Frage. Emma, wie zum Fick machst du das? Dass du so Eier hast im Internet mit 19 so zu reden und so quasi dich selber zu sein. So. Erstens, ihr wisst nie, ob ich wirklich mich selber bin. Vielleicht bin ich ja so im echten Leben so richtig seriös, so eine richtig gute. Nein, bin ich nicht. Aber man weiß ja nie, also vertraut mir nicht 100%. Halt, was laber ich wieder für Scheiß, aber ja, egal, auf jeden Fall, heute geht es um Selbstbewusstsein. Mal schauen, wir finden fix im Laufe dieser Folge raus, ob ich überhaupt selbstbewusst bin, ob ich das von mir selber denke, was ich mache, und ich habe euch auch auf Insta gefragt, auf dem «Hör-mal»-Account, wo ihr übrigens immer noch folgen solltet, falls ihr dem noch nicht folgt. Ich würde das 100'000 Millionen Mal sagen, bis ihr alle diesem Account folgt. Ich habe euch so gefragt, ob ihr irgendwelche Inputs habt, irgendetwas, was ich noch beachten und so. Da würde ich fix auch drauf schauen, am Handy und wieder fucking multitasken müssen, obwohl ich das nicht kann. Erstmal Live-Update. Eingang am... Was ist heute? Was ist heute für ein Tag? Mittwoch. In 2 Tagen gehe ich zum Coiffeur. Und Coiffeuse. Ich gehe zu der Coiffeuse. Es ist richtig beschissen, dass man immer Coiffeur sagt. Aber ich gehe zur Coiffeuse. Und ich habe richtig Schiss immer davor, weil ich habe immer so ein Bild im Kopf, wie ich es gerne hätte. Und ich zeige denen 100 Bilder. Und am Schluss machen sie etwas ganz anderes. Weil ich habe low-key das Gefühl, ich glaube, es hören mir immer viele Coiffeuse zu. Es tut mir leid, falls du dich jetzt gefrontet von mir fühlst. Ich habe natürlich keine Ahnung von deinem Beruf und es ist mega crazy, dass du das kannst. Aber ich habe das Gefühl, Coiffeusen haben hure oft so selber auch ein Bild im Kopf, wie sie finden, es würde am besten aussehen und hören mir dann einfach überhaupt nicht mal zu mit dem, was ich gerne hätte. Und am Schluss laufe ich raus und sehe einfach ganz anders aus, als ich es erwartet hätte. Und sie sind so richtig so, was, aber das sieht doch gut aus. Und dann bin ich so, ja, du hure Schlingel, du hast dir von Anfang an gedacht, du machst das mit mir und du hast es mir einfach nicht erzählt, gell, gib's zu. Ja, das ist auch so meine Idee, aber ich glaube, ich habe jetzt jemanden Gutes gefunden. Aber ihr werdet fix noch einen Bericht hören von mir, ob das ein guter Ort ist oder nicht. Meine Haare sind wirklich so kaputt, weil ich so Angst habe, weil ich kann nicht sagen, dass es mir nicht gefällt. Letztes Mal habe ich wirklich gesagt, hey, sorry, das können wir das nochmal machen? Es ist gelb, es ist pissgelb vorne. Ich tue, an die es nicht wissen, meine Naturhaarfarbe ist so ein bisschen dunkler als jetzt. Und ich tue immer ein bisschen Strähnen färben und so. Und letztes Mal habe ich gesagt, ja, vorne ein bisschen heller, aber natürlich, gell, so wie von der Sonne aufgebleicht. Die hat mir so 4 cm pissgelbe Streifen vorne gemacht und hat nicht mal ganz am Ansatz angefangen. Und dann habe ich es wirklich 1 oder 2 Mal gesagt, ja, aber also, eigentlich kann ich immer noch nicht das wählen. Und bis am Schluss ist es nicht gegangen und ich habe 370 Stutz gezahlt, für das, dass ich heimgegangen bin heulen. Und darum gehe ich jetzt einfach nie mehr zum Coiffeur. Das ist meine Anekdote, mein Live-Update. Und nächste Woche, ich glaube, ist es schon nächste Woche? Ich weiß es nicht. Sind fucking Swiss Music Awards. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nur, dass wir alle eingeladen sind, wir Kingfluencers. Und ich glaube, da muss man fancy angelegt sein. Und ich schaue die ganze Zeit so meine Bubenkleider an.
Nicht gegen Bubenkleider, ich lege sie ja selber an. Und dann denke ich mir so, fuck, Alter, das ist schon wieder irgendetwas so. Ich glaube, ich lege einfach nichts Cooles an. Was meint ihr? Stimmt mal ab. Ich mache das als Voting von dieser Spotify-Folge. Soll ich extra etwas Fancyes kaufen und anlegen oder soll ich einfach kommen wie ein Bauer? So wie der Adi. Der Adi kommt auch immer scheiße. Sorry, Adi. Er wird das fix nie hören. Aber ja, das sind so ein bisschen die Sachen, die mich im Moment stressen. Ich weiss, es sind klein. Also merkt ihr, ich bin eigentlich in der Prüfungsphase. Ich sollte jetzt gerade fett am Lernen sein, aber meine grössten Probleme im Leben sind, dass ich zu der Coiffeuse muss und ein Outfit brauche für Swiss Music Awards. Ihr merkt, ich tue meine Probleme gerne anderweitig festlegen, als dort, wo sie eigentlich sein sollten. Naja, ja. Und was ich auch noch, oh mein Gott, ich habe etwas mega Geiles zu erzählen. Ich habe so in Story gepostet, dass mir jemand eine mega nette Nachricht bezüglich dem Podcast geschrieben hat. Und dann haben halt ganz viele Leute auch noch auf das reagiert. Also entweder so gefunden, so, ja, hey, mega toll, finde ich auch so. Aber eine Person ist Lehrerin. Und sie hat mir geschrieben, auf das. Wo ist sie? Da. Sie hat mir geschrieben, und ich habe heute im vollen Lehrerzimmer aus Versehen den Podcast auf laut weiterlaufen. Und was sagt Emma in diesem Moment? Fick die Alte. Hey, sorry, jetzt ist mein Mikrofon fast abverreckt. Peinlich berührtes, rasches Ausschalten und Lächeln war angesagt. Lieben gleich die Podcast. Die Ausrede mit «Ich habe zum Thema Jugendsprache recherchiert» ist mir leider erst spät in den Sinn gekommen. Soll ich mal aufhören zu fluchen? Was meint ihr? Fuck, das gibt eigentlich schon wieder ein Voting geben. Soll ich aufhören zu fluchen? Nein, Fluchen gibt meine Mami sagt immer, du weißt, dein Podcast ist ja gut und recht und so, aber ich kann dir nicht zulassen, weil du so fest fluchst. Aber ich finde, das gibt einem so einen persönlichen Touch. Egal, hat es schon so lange gelabert. Fangen wir einfach an mit dem Thema Confidence, Selbstbewusstsein. Ja, der erste Punkt, bin ich selber selbstbewusst? Fragezeichen. Ich kann es euch buchstabieren. ICHDENKENICHTSO. Ich denke nicht so fest, weil also gegen aussen, ich habe das eben voll im Griff, so die Rolle einzunehmen. Und das habe ich euch auch in der introvertierten Folge gesagt, so Bro, wenn du irgendwie schüch bist oder so nicht weißt, was mache ich in der Situation, stell dir vor, du bist jemand anders, stell dir vor, du bist in einem Film. So, ich bin einfach fucking delusional und kriege das irgendwie an, einfach wenn ich zum Beispiel muss mit neuen Leuten reden, so in einer Freundesgruppe, oder kennt ihr das so? Man lernt die Freundesgruppe vom Freund kennen, oder so. Bro, das ist ja so schlimm, aber du bist dann trotzdem so, je nachdem, wenn du so bist wie ich, bist du dann trotzdem so, voll cool und so. Und innerlich denkst du so, oh mein Gott, sie hassen mich alle, ich bin so ein scheiß Mensch, alle hassen mich, ich muss mich vergraben. Aber irgendwie kriege ich es einfach an, gegen aussen so die Ruhe ausstrahlen und eben auch wegen dieser Frage so, ja, Bro, wie machst du das? Wie kannst du einfach so posten? Und so, ich würde so gerne posten, aber ich traue mich nicht. Es ist ganz einfach. Nimm legit, stand mal an und nimm ein Video auf. Es ist so einfach. Weil du kannst 40 Millionen Mal löschen und neu anfangen. Und löschen und neu anfangen. Bis es dir gefällt. Und du musst es ja nicht mal posten. Also das Posten ist ja das, was irgendwie am surrealsten ist für mich. So, ich check gar nicht, dass ich das jetzt legit ins Internet mache und es für immer dort bleibt und ich wahrscheinlich nie einen Job bekommen werde, weil ich so viel am Fluchen bin und erzähle, dass ich meine Bögen unter dem Tisch anstrich. Wisst ihr, was ich meine? So, ich denke einfach so, ich drücke einen Knopf und gut ist. So, ich weiß nicht. Und ich habe mir echt probiert, lange Gedanken darüber zu machen, was ich euch für Tipps geben könnte, für so wirst du selbstbewusst in 10 Tagen. Aber ich habe das Gefühl, niemand ist so wirklich confident. Also ich finde eben zwischen ich weiß nicht, ob selbstbewusst und confident sein synonym sind. Nein, ob das eine direkte Übersetzung ist, weil ich finde selbstbewusst sein ist ja noch mehr so, ja, ich weiss, was meine Stärken und meine Schwächen sind und so. Und Confidence hat ja so nichts von dem im Wort drin. Aber so selbstbewusst, ich weiss, was ich kann, was ich nicht kann, das habe ich. Wenn du das nicht hast, dann mach erst mal das. Finde erst mal raus, so, was kann ich gut, was kann ich schlecht, was gefällt mir, mit was für Leuten will ich chillen, mit was für Leuten will ich nicht chillen. Weil wenn du das alles nicht weißt, bist du einfach so ein Mischmasch in einer Person. Ich persönlich bin nicht gerne mit so Leuten zusammen, die gar keine Ahnung haben, wer sie sind und was sie wollen und was sie machen, weil das ist das bedeutet für mich wie Unsicherheit. Ich weiß nicht, wo ich bei dir stand, wenn du auch selber so, ja,
okay, ja, machen wir, was du willst. So jemand, der immer deine Meinung hat, egal was. So. Ich könnte sagen, boah, ich finde Loredana hure geil. Und du würdest sagen, oh mein Gott, ja, ich auch. Und dann würde ich sagen, boah, also irgendwie finde ich Loredana gleich irgendwie hure scheiße. Und du würdest sagen, oh mein Gott, ich auch. Das ist so, Bro, du hast keine eigene Meinung. Du bist keine eigene Person. Du bist einfach irgendwie so ein Mischmasch von allen Leuten um dich herum. Und ich glaube, das sind auch die Leute, die am meisten insecure sind. Weil es ist ja mega einfach allen anderen quasi nachzureden. Du musst nichts wagen, du gehst kein Risiko ein. Niemand kann dir jemals irgendetwas sagen, außer ich jetzt, wo dir sagt, Bro, hör auf mit dem. Weil in 20 Jahren wirst du dich fragen, Bro, wo ist mein Leben angegangen? Irgendwie habe ich das Leben von meinen Kollegen gelebt und nicht mein eigenes. Aber eben, darum denke ich so, der erste Schritt ist wirklich so, dass du deine eigene so Person wie entwickelst. Und ich habe das Gefühl, das passiert vor allem, wenn man sich mit sich selber befasst und auch so ein bisschen allein etwas macht. Also, ich höre gerade mit der «Hi Melin!» «Oh, er kommt sicher mir an meinen Füßen streicheln.» «Ja, aber jetzt musst du nicht...» «Oh, Melino!» Du siehst, das passiert, wenn man fucking die Türen offen lässt. Beim Aufnehmen. Egal, auf jeden Fall, ich habe mit einer Kollegin darüber geredet. Und sie ist jemand, sie ist jeden Tag zum Beispiel jetzt, sie ist jeden Tag mit ihrem Freund zusammen. Und sie hat mich gefragt, hey, findest du es eigentlich schlecht, dass ich jeden Tag mit ihm bin? Und dann habe ich, das ist so eine Freundschaft, wir schicken uns so 10 Minuten Sprachaufnahmen hin und her. Das war so das Type of Gespräch gewesen. Und dann habe ich so gesagt, so, ja, also irgendwie ist es ja schön, dass ihr es so gut miteinander habt und euch nicht hassen nach so langer Zeit die ganze Zeit aufeinander draufhocken. Aber du selber kannst ja individuell dich nicht weiterentwickeln, wenn du die ganze Zeit mit jemandem zusammen bist. Und genau gleich finde ich, wenn du die ganze Zeit mit deiner Freundesgruppe rumklebst und rumhängst oder, keine Ahnung, die ganze Zeit irgendwo am Arbeiten bist oder die ganze Zeit am Lernen bist, also du hast nie Zeit, um dich mit dir selber zu befassen und dich, keine Ahnung, zum Beispiel mal zu langweilen. Bro, langweil dich doch mal und fühl dich doch mal scheiße. Weil bei mir zum Beispiel, ich kann mega schlecht allein sein. Auch wenn ich bin hure, also ich erzähle euch ja immer, Bro, ich mache nichts. Ich mache mit niemandem ab. Ich habe keinen Bock, irgendwo hinzugehen. Ich würde am liebsten in meinem Bett liegen und Netflix schauen den ganzen Tag. Aber trotzdem, wenn ich allein bin, habe ich oft so das Gefühl, so, ich verpasse etwas. Oder keine Ahnung, es kommen einfach alle meine innersten wirklich Ängste auf. Weil ich ja so viel Zeit habe, zum über das nachdenken dann. Aber wenn ich mich beschäftige den ganzen Tag und ablenke quasi von dem, dann habe ich Zeit, um mich mit meinen Problemen zu befassen. Oder keine Ahnung, an mir arbeiten und merken, okay, also in diesem Fall ist das wahrscheinlich eine Insecurity von mir, dass Leute mich allein lassen oder so, oder nicht an mich denken. Wenn das immer das ist, an was ich denke, wenn ich 1 Sekunde allein bin, zum Beispiel. Ich weiss nicht mehr, wo ich angefangen habe, hure den Faden verloren, weil der Merlin nicht noch gekommen ist. Aber ich glaube, es ist so, eben, so, fangt an, eure eigene Person zu entwickeln und macht auch etwas daraus, was euch gefällt. So, ich habe das Gefühl, wir machen das alle viel zu wenig, so überlegen, so, wer wäre ich gern und wie komme ich dort an. Wir sehen immer nur andere Leute und denken, oh, sie ist so lieb und sie ist so eine hilfsbereite und so eine offene und das mag ich an ihr. Aber wir denken nie, ich könnte das eigentlich auch sein. So, weil wir sind schon so gefangen in unserer eigenen Rolle, wo wir irgendwie schon das ganze Leben eingenommen haben. Aber wenn ich jetzt auf morgen entscheiden so, ich will jemand sein, der sich girly anlegt und nie flucht und nicht erzählt, dass sie Böcke am Tisch abstreicht und nicht gabst und furzt, ja, ich tue gabst und furzen. Dann müsste ich wie einen Weg finden, um das umsetzen. Und dann würde ich mich wahrscheinlich, wenn das wirklich mein Ziel wäre, hure gut mit mir selber fühlen, nachher, wenn ich ein bisschen in die Richtung gehe. Keine Ahnung, aber wenn man sich einfach so mal wirklich ernsthaft Gedanken darüber macht, was man für ein Ziel hat und was man gerne verkörpern würde und so, dann kann man wie auch stolz auf sich sein, wenn man etwas von dem erreicht hat. Also, du bist ja nicht von heute auf morgen ein komplett anderer Mensch und lästerst plötzlich nicht mehr und bist produktiv und lernst den ganzen Tag und bringst deiner Mutter jeden Tag 40 Blumen mit heim und so. Also, das funktioniert ja nicht so. Aber zum Beispiel, wenn du nur schon einmal denkst, so, jetzt bin ich aus einer Situation rausgegangen, die für mich nicht angenehm war und habe einfach meine Grenzen gesetzt und konnte sagen, hey, ich fühle mich nicht wohl in diesem Gespräch, können wir bitte über etwas anderes reden, zum Beispiel. Dann kannst du schon, wie stolz auf dich sein und gleichzeitig hat das Gegenüber, wenn du zum Beispiel jetzt wirklich so Grenzen gesetzt hast und sagst, Bro, können wir bitte nicht über die Person reden, können wir bitte nicht lästern oder so. Alter, die werden dich als plötzlich ganz anders angesehen, weil sie sehen dich als so selbstbewusst an, dass du
für dich selber einstehst und für dich selber gerade stehst, dass sie gerade ein bisschen checken, so, oh, okay, das kann ich bei dieser Person nicht machen. Leute gehen nur, weil Leute lästern und negative Energie rausschütten und dumm sein, basically, wo sie das Gefühl haben, sie können das bringen. Und was sagt das über dich aus, wenn Leute das die ganze Zeit bei dir bringen können? Nichts Gutes. Und glauben mir, all die Leute kommen immer bei mir lästern. Ich glaube, das ist echt kein gutes Zeichen. Ich bin schon ein bisschen Gossip Girl. Ich probiere es wirklich nicht zu sein, aber ja. Fazit von viel Schwafeli-Baffeli ohne Hände und Füße ist, dass ich wahrscheinlich jetzt einfach so als Tipp kann sagen, find heraus, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, was du gut kannst, was du nicht gut kannst, wie du dich allein beschäftigen kannst, ohne von anderen Leuten abhängig zu sein. Weil eben das Gespräch, das ich mit meiner Kollegin hatte, ist dann so auf das rausgelaufen, dass ich finde, du entwickelst dich dann wie immer zusammen mit anderen Leuten weiter. Aber wenn die Person weg ist, wenn du die Leute nicht mehr hast, wer bist du dann? Und du gehst ja in so ein Loch rein, das kennen wir doch alle, Alter. Du bist in einer Beziehung, chillst nur noch mit dieser Person, hast alle deine Kollegen seit 6 Monaten nicht mehr gesehen, plötzlich machen den Schluss und du denkst so, Alter Bro, ich habe nichts mehr. Und du liegst 2 Monate im Bett und heulst und bist einfach traurig, weil du so blöd bist und nicht für dich selber geschaut hast, beziehungsweise nicht nur für dich selber. So, ich habe ihr auch gesagt, so, sie würde sich selber wahrscheinlich beschreiben als «Ja, ich bin eine gute Freundin, ich bin eine gute Tochter». Andere Leute würden mich als mega hilfsbereit beschreiben, und so. Aber wer bist du allein, wenn du nicht im gleichen Kontext wie eine andere... Also, ich meine, du definierst dich nicht nur durch Beziehungen mit anderen Leuten. Du bist nicht nur eine gute Freundin, du bist nicht nur eine gute Tochter, du kannst auch eine gute Person selber sein und Leute können dich bewundern und sagen «Alter, schau mal sie an, sie macht das so gut, sie kann das und das und sie hat so voll das Hobby und ich wünschte, ich hätte auch ein Hobby, das ich einfach so allein machen kann.» Also, Bro, wann haben wir das letzte Hobby gehabt, wo wir 12 waren? Was ist dein Hobby? Was ist mein Hobby? Okay, mein Hobby ist Reiten. Aber was ist dein Hobby? Ich habe das Gefühl, 90% der Leute haben kein Hobby. Bro, die Leute, die so sagen, ja, mein Hobby ist mit Kollegen rauszugehen. Okay, aber was ist, wenn deine Kollegen keine Zeit haben? Was machst du dann? Einfach warten, bis sie wieder Zeit haben. Also wir machen uns alle so, und ich will gar nicht mehr judgen, überhaupt nicht, aber wir machen uns so abhängig von allen anderen Leuten und vergessen, dass wir eigentlich selber verantwortlich sind, um uns gut fühlen zu lassen und um irgendwie etwas zu erreichen und um an uns zu arbeiten und wieder machen. Und ich habe das Gefühl, wie man wirklich confident wird, wahrscheinlich, ich bin ja selber nicht wirklich, wirklich confident, ist, wenn man sich auch Mühe gegeben hat und Arbeit hineingesteckt hat in die Person, die man geworden ist und du stolz von dir selber kannst behaupten, wow, ich bin mega gewachsen oder ich habe keine Ahnung, ich bin verdammt gut über das und das hinweggekommen oder wisst ihr, was ich meine? Also, wenn du stolz über dich selber denken kannst, ich glaube, das ist so das Beste. Und ich muss sagen, ich habe auch durch das ganze Social Media Ding schon auch viel Selbstbewusstsein gewonnen, weil es ist schon noch mal etwas anderes, wenn du wirklich dich selber ins Internet stellst und Leute das dann auch toll finden. So, wenn ich eine völlig andere Person ins Internet tun würde, wo ich in echt gar nicht bin, dann würde mir das gar nicht bringen. Das ist genau gleich. Früher, also ganz früher, als ich ganz jung war, habe ich immer meine Bilder mega, mega fest bearbeitet, weil ich so insecure war und einfach, keine Ahnung, ich habe halt das auf Insta gesehen, dass alle Leute ihre Bilder so bearbeiten, habe es einfach auch gemacht. Ich habe, glaube ich, nicht so viel überlegt dabei. Aber mir hat das überhaupt nicht gegeben, wenn Leute mich dann anhand von diesen Bildern schön gefunden haben, weil ich habe ja gewusst, Bro, das Bild hat ja von Anfang an gar nie so ausgesehen, das ist ein Kompliment für Facetune, das ist nicht ein Kompliment für mich selber. Und jetzt zum Beispiel bearbeite ich wirklich meine Bilder gar nicht, also was so Verändern angeht, logisch mache ich mal Helligkeit, runter, auf, was weiß ich was. Nein, und jetzt tue ich wirklich gar nicht bearbeiten und so. Erstens finde ich das wichtig, weil ich will ja keine Ahnung, so Fake Expectations, so, wir schauen mega viele junge Leute so und so, bla bla bla. Aber für mich selber ist es dann auch so, das bin wirklich ich selber und ich muss mich nicht schämen, um nachher irgendwo auftauchen und muss Angst haben, dass Leute von mir denken, wow, die sieht ja verdammt anders aus. So. Nur schon das sind so kleine Sachen, Social Media, bla bla bla, wo so einen grossen Einfluss bei mir jetzt persönlich gemacht haben. Ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich irgendwo angegangen bin, wo ich gewusst habe, Leute können mich schon von Insta kennen. Also, das ist ja, ich vergesse das amigs, weil ich schon so in meiner Social Media Bubble drin bin. Aber man kennt einander ja auch von Insta und so, wenn man nicht Fame ist. Also, es ist ja immer so schau mal, wer mich angefragt hat, wer ist das, kennst du den? So das, so Leute kennen einander
Einfach wegen Social Media. Und mir ist es immer mega unangenehm gewesen. Ich dachte, oh, nein, die finden mich jetzt sicher mega hässlich. Und wenn du so in eine Situation reingehst, wo du dir schon so schlechte Gedanken über dich selber machst, dann logisch werden alle anderen das auch denken. Aber wenn du selber nichts Negatives über dich selber raustust, zum Beispiel kennen die Leute, die reden nie schlecht über sich selber. Ich finde das so krass. Es gibt wirklich wenig, aber es gibt so Leute, die verlieren kein schlechtes Wort über sich selber. Oder wenn, dann sind so, ja, okay, das war jetzt nicht so gut gewesen, aber jetzt habe ich ja daraus gelernt. Also so hure einsichtig und reflektiert, so fucking crazy. Und dann gibt es so Leute wie mich, die so hingehen und so sind so, wow, ich bin so dumm, Alter. Und logisch wird dann jeder zweite andere von mir das auch sagen, weil wenn ich das über mich selber sagen darf, dann darf es jeder andere auch über mich selber sagen. Und darum würde ich behaupten, wenn du nicht damit klarkommst, dass Leute irgendwie dann das, was du selber sagst, gegen dich verwenden, sag es einfach gar nicht. Red nicht schlecht über dich selber, weil es reden genug andere Leute schlecht über dich selber. Und dein Unterbewusstsein wird das fix auch aufnehmen, wenn du, also ich meine, ich glaube, das ist sogar so, dass wenn du etwas sagst, kann das Unterbewusstsein nicht unterscheiden, ob das jetzt Spass war, ob das Sarkasmus war, ob du das ernst gemeint hast. Es nimmt es einfach auf. Und irgendwo, je öfter du etwas sagst, desto mehr wirst du es auch glauben. Wenn ich jeden Tag 50 Mal sage, hey, ich bin so dumm, habe ich das Gefühl, ich werde dann nicht irgendwann wirklich von mir selber glauben, dass ich dumm bin. Also sagt einfach überhaupt nichts Schlechtes über euch selber. Erzählt auch nicht so, sind einfach nicht so wie ich, Alter. Ich erzähle immer nur die schlechten Sachen Leute, die ich nicht mal so gut kenne, und nachher erzählen sie das und sind dann so, wow, oh mein Gott, der Mann hat das und das gesagt. Und ich denke mir dann im Nachhinein so, Bro, Alter, ich habe über mich selber gossipt, wie dumm bin ich eigentlich, wie wenig Selbstrespekt habe ich. Aber irgendwo kommt das, glaube ich, auch nicht von dem raus, dass ich keinen Selbstrespekt habe, sondern mehr so, dass es mich nicht juckt und ich mir gar nicht vorstellen kann, dass irgendjemand etwas weiterverzählen will, weil ich einfach selber nicht so funktioniere. Das ist eine andere Sache, das ist irgendwie mehr so Naivität oder so. Aber ja, ich würde, glaube vielleicht als Fazit zu dieser mega oft gestellten Frage sagen, dass ich selber gar nicht so selbstbewusst bin, im Sinn von so eigenständig eine Person sein und voll wissen, so, egal was kommt, ich werde das schaffen und ich brauche niemanden. So, nein, überhaupt nicht. Das bin ich überhaupt noch nicht. Sondern ich glaube, ich habe auch hure Eier. Wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, ich habe wirklich riesige Eier. Einfach weil mir auch nie jemand gesagt hat, in meinem inneren Kreis, du kannst das nicht. Nein, sicher nicht. Mir ist immer von klein auf schon gesagt worden, ja, egal was du willst, wenn du genug viel dafür machst, du schaffst es. Und ich glaube, das macht halt auch mega viel aus. So. Ich habe nie im nahen Umfeld erlebt, dass mir jemand irgendwie so, wie sagt man das? Dass mir irgendjemand gute Qualitäten abschreibt. Nein, wie sagt man das? Ich weiß nicht, mir ist immer Hoffnung gemacht worden und irgendwie so. Und darum kommt mir das auch nicht so in den Sinn, dass ich würde denken, so, ja, ich schaffe es eh nicht. Ausser ich habe halt keine Lust drauf. Das ist etwas ganz anderes. Wenn ich etwas wirklich, wirklich will, dann schaffe ich es auch. Und das weiss nicht, wie das ist, wenn man nicht so aufwächst, dass einem das geben wird. Dann denke ich, ist es halt schon noch viel schwieriger. Dann müsst ihr euch das wie halt einfach selber irgendwie geben können. Und ich glaube, man muss sich wirklich von dem loslösen können, dass man sagt, ja, weisst, ich bin so, weil meine Eltern haben das und das gemacht. Oder ja, weisst, ich bin so und so aufgewachsen und darum ist es jetzt halt so, dass ich so ein Mindset habe. Ja, logisch, es ist eine gute Erklärung, aber es reicht noch nicht. Du weisst es und jetzt musst du irgendwie lernen, das zu akzeptieren und dein Leben weiterleben und quasi leider den Scheiß ausbaden, wo deine Familie dir angetan hat oder was auch immer passiert ist, so, du musst über das hinwegkommen können und weißt, wie stolz bist du auf dich selber, wenn du kannst sagen, ja, meine Eltern zum Beispiel sind zwar mega manipulativ und keine Ahnung was gewesen und einfach nicht fair und ich gebe das jetzt aber nicht weiter. Und weil ich habe mir selber geschafft und ich bin anders und nicht einfach, ja, ich bin halt jetzt so, weil so bin ich aufgewachsen und so bin ich jetzt halt leider einfach rausgekommen. Du musst es akzeptieren, weil weißt, ich habe es wirklich schwierig gehabt. So, ja, wir haben es alle schwierig gehabt, aber irgendwie musst du halt noch weiterkommen als das. Ja, Fazit, einfach Big Balls. Und ich glaube, amix hilft es mir einfach, also ich überlege mir, ich tue hure viel overthinken in gewissen Situationen, aber in anderen Situationen überlege ich mir einfach gar nicht. So, wenn ich etwas poste, ich überlege jetzt nicht so, wow, das kennen jetzt 100'000 Leute zum Beispiel. Nein, ich poste es einfach. Und dann im Nachhinein kommt es dann vielleicht, aber dann ist es wie schon draussen.
Ja, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass mit Social Media ist ja eigentlich gar nicht so scary. Das im echten Leben ist mega scary. Wenn du dann rauslaufen und merken, dass Leute dich kennen oder Leute über dich reden oder Leute dich anstarren oder Leute auf dich zeigen oder Leute unauffälliges Bild von dir probieren zu machen. Also das ist unangenehm. Aber so das Posten, gönnt euch, postet einfach. Auf Insta haben wir ganz oft gefragt, was meine Meinung dazu ist, dass man immer sagt, fake it till you make it. Und zuerst, immer wenn ich das lese, denke ich so, ah ja, Alter, lutsche doch meine Ranzen, Alter. Hat ja keine Hände und keine Füße. Und ja, fake it till you make it. Überleg mal, in gewissen Situationen funktioniert das einfach nicht. Aber je mehr ich darüber nachdenke, habe ich logisch das Gefühl, das machen alle. Also, alle die Leute, die ich sehe, wo ich denke, wow, hure geil. Wenn ich mit denen dann wirklich mal ein persönliches, tiefes Gespräch habe, merke ich, ja, die haben genauso Insecurities wie wir alle. Sie sagen es einfach nicht und sie zeigen es einfach nicht. Und wenn es darauf ankommt, stehen sie einfach an und eben übernehmen so eine Rolle, wo das alles ausblendet und einfach für einen Moment sind sie einfach präsent und selbstbewusst und schaffen das irgendwie. Ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor, bei so einer Vortragssituation oder keine Ahnung, auf einer Bühne etwas reden, oder so Sachen. Und ich will nicht sagen, redet nicht über eure Probleme oder so, aber ihr müsst es nicht rausposaunen, finde ich persönlich. Und ich bin selber so jemand. Ich erzähle jeder zweiten Person, wenn sie mich fragt, kann ich meine ganze Lebensgeschichte erzählen, weil es juckt mich halt einfach nicht. Aber vielleicht wäre es halt besser, hätte ich es nur meiner besten Kollegin erzählt und meine 3 engsten Kollegen und mit denen über das geredet, anstatt die ganze Welt wissen zu lassen, was meine Schwächen sind, dass sie nachher darauf einhaken können, wenn sie Bock haben, mich ein bisschen runterzuziehen. Darum denke ich eben, dass man ich sage, mit so eine Rolle einnehmen und einfach so tun, als hätte man es irgendwie im Griff und so, ja, das ist eigentlich logisch, das ist eigentlich das Fake it till you make it. Aber ich glaube, nur das Faken bringt dich nicht ans Ende von Dingen. Es ist ein guter Anfang und so, aber eben, wenn du nicht wirklich anfängst daran zu arbeiten und viel Zeit investierst, habe ich das Gefühl, es bringt halt schlussendlich auch nicht alles. Aber ja, ist schon mal ein guter Anfang. Also ich habe jetzt kurz mein Handy vorgegraben, um kurz zu schauen, was ihr so auf Insta dazu gemeint habt zum Thema. Und jemand hat gesagt, was fremde Menschen von dir denken, hat null Impact auf dein Leben. Behaltet das im Kopf. Und einerseits finde ich, wenn man das wirklich verinnerlichen kann, ja, fix, go off. Ich liebe so Leute, die das wirklich so denken und glauben und einfach so durchs Leben tanzen quasi und das egal ist. Aber für Leute wie mich zum Beispiel ist es mega schwierig. Also ich kann mir das, egal wie viele Leute mir das sagen, mir sagen das so viele Leute, aber ich kann das nie glauben. Also in meinem Herzen innen weiss ich, dass es irgendwie ein Impact, also will ich das eben so hart mich beeinflussen lassen, hat es ja dann schlussendlich auch wirklich einen Impact auf mein Leben, weil ich dann zum Beispiel nicht mehr rausgehe oder nicht das und das anlege oder mich nicht so schminke oder nicht das poste. Aber eigentlich hat es halt schon meistens einen kleinen Einfluss, also jetzt so kleine Sachen. Logisch ist es wichtig, was jemand am Vorstellungsgespräch von dir denkt oder keine Ahnung, was deine engsten Leute von dir denken oder so, aber so oft in der Öffentlichkeit, so auf der Straße, so, Bro, was juckt es uns eigentlich, wenn uns einer schräg anschaut? Wir sehen die Person wahrscheinlich nie mehr im Leben und auch wenn, so, okay, dann bin ich halt die dumm rumgetanzt hat, aber habe ich Spass gehabt oder du? Wahrscheinlich mehr ich. Ich habe das Gefühl, Leute, die judgen, sind immer so ein bisschen hinter dir im Leben. Und vielleicht werden sie es irgendwann auch merken, so, okay, früher war ich mega judgmental gewesen, aber habe einfach noch nicht gemerkt, wie es ist, wenn man loslassen kann oder wenn man Spass haben kann im Leben und so. Und eigentlich kann es uns ja dann auch egal sein, wenn wir judged werden von einer Person, die gar noch nicht mental auf dieser Ebene ist, wie wir selber, oder? Aber das ist mega schwer. Also für mich ist es mega schwierig, mir das so in wirklich Situationen, wo es wichtig ist, zu denken. So jetzt, wo ich in meinem Zimmer hocke und mich niemand sieht, logisch kann ich denken, ja, es juckt mich auch, ich muss mich auch nicht jucken, was die Leute denken. Aber wenn ich immer nicht Zug sitze, voll mit alten Männern, die mich dumm anschauen und ich Angst habe, um etwas zu sagen, weil ich nicht weiss, ob ich dann verschlagen werde, wenn ich sage, Alter, schau mir bitte nicht unter mein Röckchen, dumm gesagt, dann ist es eine andere Situation. Ein Typ hat gesagt, Hot Take, aber wenn du das Gefühl hast, du bist nicht hübsch genug, dann mach einfach eine neue Frisur. Low-key kann ich das wirklich unterstützen. Also jetzt nicht nur eine neue Frisur, aber ich habe das Gefühl, wenn man so ein bisschen sich kennt ihr das so, du hast so eine Phase, du schaust jeden Tag im Spiegel an und denkst so, also irgendetwas stimmt, also irgendwie, nein, ich fühle es einfach gerade
nicht. Und es ist auch scheißegal, wie viele Leute sagen, du bist so eine hübsche und so. Bro, wenn du selber nicht fühlst, dann bringt das überhaupt nichts. Aber was dann mega oft wirklich hilft, ist, wenn du so eine kleine Veränderung machst. Zum Beispiel einen anderen Style ausprobieren. Keine Ahnung, anders, wenn du dich schminkst, ein anderes Make-up. So, keine Ahnung, Alter, du machst Eyeliner anders als sonst. Oder andere Frisur. Oder eben andere Haarfarbe. Oder andere Haarschnitt. Oder, keine Ahnung, halt, andere Nagellack. So mega kleine Sachen, wo dir halt dann wie neu auffallen, weil sobald es eine Veränderung gibt, achtest du ja viel mehr drauf und bist so, oh, ich sehe jetzt so aus. So kennt ihr das so im Spiegel, wenn du es dann noch nicht gewöhnt bist, so, ja, das ist jetzt meine Frisur. So Sachen, habe ich das Gefühl, helfen schon ein bisschen. Also, danke für diesen Tipp. Ja, okay, und der Rest ist so... Der Rest ist eigentlich alles so fake it till you make it. Was noch jemand gesagt hat, was machst du dagegen, wenn dich mal an einem Tag wirklich hässlich findest? I hate it. Bro, also ehrlich, dann heule ich meistens einfach. Nein, aber dann mache ich irgendetwas, das mir irgendwie wieder gefällt. Also zum Beispiel, ich fühle mich mega schnell unwohl in meiner Haut und wie ich aussehe, so, wenn ich etwas Ungewohntes mache. Zum Beispiel irgendwie eine andere Frisur oder irgendwie ein Outfit, das ich noch nie hatte, irgendwo anlegen, wo mich Leute sehen. Dann denke ich so, ja, nein, aber ich habe ja noch nie ein Kompliment für das Outfit bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt anlege. So, okay, dann lege ich es halt fucking nicht an. Dann lege ich halt das Outfit an, wo ich genau weiss, ich fühle mich wohl drin. Oder mache meine Frisur wieder so, wie ich mich wohlfühle. Oder schminke mich nochmal ganz ab und fange nochmal vorne an. Es gibt also Tage, kennen das, wenn man ungeschminkt irgendwie besser aussieht als geschminkt und du bist so enttäuscht, weil du dir so Mühe gegeben hast und irgendwie sieht es einfach scheiße aus. Halt, dann schminke dich einfach wieder ab. Es sagt dir niemand, du musst es noch drauf behalten. So, das Gefühl, manchmal stehen wir uns selber im Weg, so, ja, jetzt habe ich mir schon die ganze Mühe gegeben. Oder so, ja, jetzt habe ich schon Pläne gemacht, aber irgendwie fühle ich mich so unwohl, mir ist kotzschlecht, ich habe richtig Bauchweh, will irgendwie nicht gehen. Gang doch nicht. Ich weiss, das sagt niemand. Und alle sind immer so, ja, du musst aus der Komfortzone und so. Bro, ja, aber irgendwo musst du dich halt auch einfach wohlfühlen können. Und wenn es wirklich, wirklich schlimm ist, okay, dann machst du halt nicht. Und dann gibst du dir für nächstes Mal Mühe. Aber ich würde schon auch sagen, so gewisse Sachen, zum Beispiel für mich so an so Events gehen, ist mega schlimm für mich. Am Anfang, ich bin immer so nervös und so. Aber am Schluss ist es eigentlich immer mega lustig. So, ihr kennt das fix auch so, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, so ins Lager. Ich hatte das immer in meinem Lager gehabt. So, Bro, ich habe keinen Bock aufs Lager. Und am Schluss war es immer mega lustig, aber ich wollte es mir wie selber gar nicht eingestehen wollen, weil es wäre so viel einfacher gewesen, wenn ich einfach hätte können sagen, ja, das Lager ist scheiße und es wäre viel besser, einfach daheim bleiben in meinem Bett. Man muss ein bisschen unterscheiden können. Aber ich finde, allgemein, was ich auch noch sagen kann, ist, wenn man mega viele haben auch so gefragt, so, ja, wenn du mit fremden Leuten oder mit neuen Leuten oder irgendwo in eine neue Gruppe kommst oder so, was mir hure hilft, und es ist mega oberflächlich, aber es hilft irgendwie, wenn ich mich an diesem Tag wirklich ready mache und mir Zeit nehme und schaue, dass alles so stimmt, wie ich es gerne hätte. Oder zum Beispiel bei mir ist es ein mega grosses Ding, dass ich immer Angst habe, dass ich stinke. Ich weiß nicht wieso, ich habe immer Angst, dass die Leute nicht finden, dass ich gut schmecke. Wenn ich dann an dem Tag das Deo drauf mache, das nicht so gut ist wie das andere, dann habe ich mir wie selber schon ins Fleisch geschnitten. Dann tue ich lieber an so einem Tag wirklich fucking 5 Schichten Deo drauf und spritze mit 40 Tonnen Parfüm ein, wenn dann die Leute vielleicht denken, Alter, die stinkt so grässlich nach Parfüm, ich kriege keine Luft mehr. Mir ist scheißegal, ich habe das Gefühl, ich schmecke gut und das hilft mir durch den Tag. Oder so, eben, das, was ich meine, so richtig ein Outfit anlegen, wo du dich mega wohlfühlst drin. Oder irgendeine Frisur, wo du denkst, wow, das sieht mega cute aus. Oder so. So, du musst so herausfinden, eben das ist genau das, was ich meine, so, man muss herausfinden, was einem gefällt und das so ein bisschen ausnutzen für gewisse Situationen. Und ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das jeden Tag machen. Ich mache mich fix nicht jeden Tag so fertig, wie ich am meisten confident bin. Weil für das habe ich irgendwie einfach keine Motivation. Aber ja, wenn du selber so das Gefühl hast, so, oh, heute sehe ich mega herzig aus oder so, dann habe ich das Gefühl, wirkst du auch so auf die Leute und bist viel offener und traust dich auch. Keine Ahnung, oder zum Beispiel bei mir. Wenn ich irgendwo mit Leuten gehe essen, die ich nicht so gut kenne, dann habe ich immer Angst, dass ich etwas zwischen den Zähnen habe oder so und sie würden es mir fix nie sagen, weil sie kennen mich ja nicht gut. Dann nehme ich einfach nichts zum Essen, wo etwas in meiner Fresse hängen bleibt. Zum Beispiel kein Spinat, kein Sesam, kein Mohn. Und isst dann einfach etwas, also ich meine, du musst nicht verzichten auf etwas Geiles, sondern du isst dann einfach etwas anderes Geiles, wo die Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass du nachher ein fucking Pfefferkorn zwischen den Zähnen hast, den Rest des Tages, und du siehst es erst auf Snapchat, wenn du die Kamera öffnest. So kleine Sachen. Aber ich glaube, es ist ein Prozess und ich glaube, wir sind
alle noch genug jung, um irgendwie etwas an dem zu ändern. Und stell dir mal vor, es gibt auch mega alte Leute, die immer noch genauso insecure sind und genauso den Pick-me-Move machen und so sind. Ja, du findest mich ja eh scheiße. Und ja, ich bin ja eh, ja, weißt du, so und so. Und, ja, nein, ich kann mich nicht anschauen. Nein, und das ist halt so traurig auf einer Seite. Und andererseits denke ich mir auch, Bro, du hast so lange Zeit gehabt. Wieso hast du nicht probiert, etwas an dem zu ändern? Oder, keine Ahnung, wenn es jetzt für dich nicht so ist wie für mich, dass ich denke, so, ja, ich mache mich einfach mega hübsch und dann fühle ich mich gut und kann mit den Leuten reden oder so. Wenn es bei dir so ist, so, wow, wenn ich am Tag Sport gemacht habe, dann fühle ich mich mega gut und bin mega stolz auf mich und bin voll fit und ready, dann machst du halt Sport am Morgen. So, man muss wie einfach so ein bisschen herausfinden, was für einen passt und das wirklich auch umsetzen. Und ich weiß, es ist anstrengend und es wäre viel geiler, wenn man einfach fettig und grusig aus dem Haus gehen und dafür fühlst du dich den ganzen Tag scheiße, du musst dir die Mühe nicht müssen geben. Aber das ist so ein bisschen das Ding mit so wachsen und an sich selber arbeiten. Es ist halt anstrengend und mühsam und man muss das auch fix nicht jeden Tag machen und so, es ist halt ein Prozess. Aber wenn du konkret gerade etwas daran ändern willst, glaube ich, so die kleinen Sachen machen schon einen grossen Unterschied. Und wenn ihr immer noch mit Leuten chillt, die euch abmachen, dann chillt bitte nicht mit diesen Leuten, weil das sagt dir selber auch, dass du dich selber so wenig gern hast, dass du nicht mal für dich selber dich verteidigen zum Beispiel. So, du würdest einen Fremden auf der Straße mehr verteidigen als dich selber. Wie solltest du dich selber gern haben dann? Du hast dich selber ja nicht gern, wenn du das machst. Ich glaube so, wir müssen so ein bisschen anfangen, wirklich probieren, uns selber als Person zu sehen und nicht zu uns selber sein und uns auch wahrnehmen als so jemand. Weißt du, so, Bro, hast du mir das gerade gesagt? Wie hast du die Eier, so mit mir zu reden? Was meinst du, wer du bist? Und was hast du das Gefühl von mir, was ich bin? Mit dir chill ich nie mehr im Leben, weil ich habe das nicht nötig. So, ich glaube, redet euch das selber ein, egal was, in einer Situation, wo ihr euch scheiße fühlt wegen jemandem. Ich habe das nicht nötig. Ich chill lieber allein in meinem fucking Bauernhaus, als dass ich 1 Sekunde mit einer Person verbringen muss, die mich schlecht fühlen lässt. Aber das ist eben das Ding, wir haben alle Angst, um allein zu sein und darum sind wir amigs lieber mit scheiß Leuten als allein. Aber glaube mir, allein sein ist viel besser als mit dummen Leuten. Das ist mein Wort zum Mittwoch. Heute ist ja Mittwoch. Also für euch ist Sonntag. Mein Wort zum Sonntag. Das passt sogar. Jetzt bin ich wie hure erschöpft, Leute. Und ich weiß eben nicht, schaut, jetzt kommt immer so ein bisschen, jetzt mal Real Talk, jetzt bin ich wieder so ein bisschen nicht confident und denke so, oh fuck, hat überhaupt irgendetwas Sinn gemacht von dem, was ich gesagt habe? Checken dir's. Werde ich wieder kritisiert, weil ich 19 bin und so eine grosse Fresse habe. Ich habe doch ja noch gar keine Ahnung vom Leben. Ja, aber so ist es halt. Oh, ich muss ja eigentlich noch erzählen, über was die nächste Folge sein wird. Aber ich weiß es im Fall noch gar nicht. Soll ich jetzt einfach spontan Monty erzählen? Ich glaube, nächste Woche machen wir die Folge. Ich habe ja mal vor längerer Zeit auf Insta so gefragt, Männer, was würdet ihr gerne Frauen erzählen? Und Frauen, was würdet ihr gerne Männer erzählen? Und ich glaube, ich mache einfach nächste Woche. Erzähle ich euch, was dort dabei rausgekommen ist. Was ihr gerne so einander sagen würdet. Übrigens, ich habe gesehen, auf meinen Spotify-Statistics, dass wir mega viel Girlies sind beim Podcast, was ich irgendwie auch erwartet habe. Aber wisst ihr, was scary ist? Auf Insta folgen mir einfach mehrheitlich Männer. Auf Wemse. Also wenn ihr mir einen Gefallen machen wollt, folgt mir auf scheiß Insta, weil es ist wirklich unangenehm zu wissen, dass ich so zu 70% Männer rede und einfach keine Girlies rum sind, obwohl ich low-key so girly Sachen poste. Und einfach Typen dann jedes Mal durchschreiben, es interessiert voll niemand. Show me your booty. Can I have sex with you, beautiful girl? Während ich so schreibe, kennt ihr das, wenn man zum Coiffeur müsst, aber sich nicht hat? Folgen mir einfach auf Insta, auf Wemse. Folgen mir auf Losemal, auf Insta, damit ihr nichts verpasst, was so die Folgen angeht und so. Und vergesst nicht, eine Bewertung zu hinterlassen. Einfach, weil dann fühle ich mich ein bisschen besser. Oh, jetzt könnte ich eigentlich gerade da so einschlafen. Das hat mich gefreut. Das ist übrigens etwas mit meiner Social Battery zu tun, glaube ich. Ich fühle mich legit, als würde ich mit jemandem reden, wenn ich einen Podcast aufnehme. Und jetzt bin ich einfach müde. Ich bin nicht pissed und ich bin nicht demotiviert, ich bin einfach müde. Falls meine Stimme so die letzten 10 Minuten ein bisschen monoton war, es tut mir leid. Danke für die ganz lieben Nachrichten. Hab euch lieb. Leute ficken mich immer an, wenn ich das sage. Hey, du kannst sie gar nicht lieb haben, du kennst sie ja nicht mal. Wieso sagst du immer, hey Friends? Es sind gar nicht deine Friends.
fick dich, das ist meine Plattform, ich darf sagen, was ich will. Wenn ich sage, nächstes Mal sage ich es zu meine Ehemänner. Okay, das war's gewesen. Tschüss zusammen, bis nächste Woche. YOLO, Polo, Molo.